Ein Gregor, sei Aushilfsköchin, lässt sie von Tobi stopfen. Aber er selber war halt auch scharf auf die und eifert recht. Und weil er's nimmer aushält, fährt er zu seiner Alten auf die Hitten. Der Sarah, sein preisischer Onkel, kriegt eine neue Kaffeemaschine. Und sie redet davon und das Hummerl fasst das falsch auf und verzeiht die Landweiber, dass er schon wieder eine neue Gespuse hat und macht ihm hübsch anstinkt und steht am Schluss sauber blamiert da. Danach stellt er sich am Handy recht deppert an und schickt der Gabi unversenks ein Herzerl. Aber die wird hübsch fuchtig von denen und lässt ihm glewitten. Auf derer sein Handy verschickt er nachher auch nur ein Herzerl und verhilft ihrer auf die Weise unversenks zu einem Rendezvous mit einer alten Krauderer. Er selber reißt auch nur eine mit dem Handy auf, aber die hat leider einen Widerwillen gegen Pfählen. Für den Philipp schreibt der Hubert auf einen Zettel, wie er seiner Gespuse schön tun soll. Aber den kriegt sein Alte im Finger und pult ihr ein, da war jetzt sie damit gemeint. Und das taugt ihr recht. Wie es aber nachher zulässt, wie der Philipp das seiner Gespuse zeigt, weiß schließlich, was gespielt wird. An Rolli, sein preisische Gespuse, geht das Holz aus, dass er sich mit Yoga verbirgt. Zwei Landweiber sehen das und deren auch mit, weil sie glauben, dass er sich ausgeschlossen vorkommt. Bis das noch hat herausfinden, dass die das so will. Der Rolli überredet Josie, dass beim Preisschießen von Schützenverein mittut. Obwohl das viele von denen da keine Weiberts nicht sehen wollen. Sie schießt aber gleich als Schwarze und ist besseres wie alle anderen. Kathi benzt in einer Tour an ihren Gespuse hin, dass er für seine Prüfung biffen soll, statt dass er sie mit seinen Spezi umeinander treibt. Er kriegt aber nachher auch grad die Fragen, wo er drauf gefasst ist und feiert das mit seinen Spezi und rührt sie die ganze Nacht nimmer bei ihr und sie tut die ganze Nacht kein Auge nicht zu. Und durch das versaut sie am anderen Tag ihre eigene Prüfung und kann sie jetzt ihren Braumeister am Hut stecken.